Gedankenanstoß und Inspiration. Sich selber lieben. Ein Beitrag von Stefan Ramseyer, einem Critical Friend von Metal Church. Nach dem Jesus ist das wichtigste Gebot, Gott und seine Mitmenschen wie sich selber zu lieben. Liebst du dich selber? Viele Christinnen und Christen lieben Gott und geben sich Mühe, ihren Nächsten zu lieben. Sie denken, sich selber zu lieben, sei gar nicht christlich. Wie aber können wir unseren Schöpfer lieben, wenn es uns nicht gelingt, uns selber lieb zu haben? So wie wir sind, hat Gott uns geschaffen. Er nimmt uns an mit all unseren Schwächen und vergibt uns, was wir falsch machen, in seiner grenzlosen Liebe. Wenn Gott uns so sehr liebt, warum fällt es uns denn so schwer, uns selber zu lieben? Seit ein paar Jahren überlege ich mit Jugendlichen, was das dreifache Liebesgebot konkret könnte bedeuten. Ich sammle jeweils ihre Antworten und so ist eine lange Liste entstanden. Was es konkret bedeutet, sich selber zu lieben, finde ich interessant. Und ich möchte dir von dem ein bisschen erzählen. Erkennen, wie wichtig und einzigartig das man ist. Dankbar sein für das, was man ist und was man kann. Sich nicht mit anderen vergleichen. Sich auch nicht von anderen beeinflussen, sondern das machen, was man selber für richtig hält. Zu seinen Stärken und Schwächen stehen. Sich nicht selber belügen, aber auch nicht allzu selbstkritisch sein. Sich die Fehler, die man gemacht hat, verzeihen. Sein Körper akzeptieren, sich schön finden. Das Leben geniessen, sich selber etwas Gutes tun. Zu sich Sorge haben und auf Gesundheit achten. Was das heisst, wissen wir ja alle. Sich selber zu lieben bedeutet aber auch, anderen zu vertrauen. Sich über ihre Liebe und Zuneigung zu freuen. Freundschaften zu pflegen, Liebesbeziehungen zu geniessen, anderen zu vergeben, dass man wieder zusammen unbelastet weitergehen kann. Wer sich selber lieb hat, probiert auch Sinn und bedeutungsvoll zu leben, will die Träume verwirklichen und sich weiterentwickeln. Probiert jeden Tag die beste Version von sich selber zu sein. Nicht zuletzt bedeutet sich selber lieb zu haben auch, sich für eine gesunde Umwelt einzusetzen. Nur mit einer lebensfreundlichen Umwelt können wir gut leben. Dir kommt jetzt bestimmt noch viel mehr in den Sinn. In der Regel fällt es uns ja nicht am Wissen, sondern am Umsetzen und Machen. So wünsche ich dir, dass es dir in den nächsten Tagen gelingt, dir Gutes zu tun und das Leben zu geniessen. Möge Gott dich segnen und behüten.